zusammen und herzlich willkommen zurück zu Grand Prix 4. Wir sind wieder mal einmal mit in dem wahnsinnig tollen Game, wo bugfrei ist und fehlerfrei ist. Ja, wir gehen jetzt wir gehen an Nürburgring. Wir sagen ja nicht nach Nürburgring, sondern an Nürburgring. Wir fahren den Grand Prix von Europa. Und Nürburgring bin ich schon ein paar Mal gefahren, das sollte eigentlich nicht so ein Problem sein. Wir gehen jetzt gleich mal schauen ins freie Training. Das Wetter bleibt mal schön, ich hoffe auch, dass es am Renntag so wird sein. Das ist ja noch die alte Strecke eigentlich, wo noch das alte Layout hat. So, Faszination Nürburgring steht da dort oben links. Das ist ja so. Und ja, finde ich schade, dass ab Formel 1 so nicht fährt. Letztes Jahr sind wir ja noch dort gewesen. Wegen der Corona-Zeiten. Oder wegen Corona. Und wir fetzen jetzt so mal schnell eine Runde. Dass ihr auch mal die Strecke noch seht. Dort oben ist ein Zeppelin und wir spinnen uns fast. So, also da ist schon mal das alte Layout. Da fahren wir eigentlich so eine kleine S-Kurve und dann düsen wir hier schon runter. Wir haben es mal eigentlich umgebaut, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wenn das war. Vielleicht weiss es einer von euch, dann kann es gerne in die Kommentare schreiben. Und dann können wir hier unten in diese Schlaufe rein. Da. Und jetzt weiss ich gar nicht, ist das Schumacher S? Könnte sein. Oder vielleicht ist Schumacher S weiter oben. Ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Ich kenne die Strecke nicht komplett auswendig. Es ist eigentlich nicht schwer zum Fahren. Aber man muss Curbs meiden auf dieser Strecke, das weiss ich. Weil ich bin die Strecke... Ja, ich versuche es schon. Weil ich bin schon die Strecke eigentlich im Stream gefahren. Link zum Stream findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort ist immer alles verlinkt. Also Instagram, Twitch, was habe ich noch? Twitter, da ist glaube ich sogar auch noch drin, bin ich aber sehr inaktiv. Also dort ist gar nichts. Wenn wir jetzt so wieder links fahren, würde ich wieder abheben. Das machen wir jetzt mal nicht, weil ich gerne noch weiterfahren. Oh, okay, ja, voilà. Und dann gehen wir jetzt mal kurz in die Box rein und holen uns noch mal ein neues Rad oder eine neue Aufhängung, noch besser gesagt. Und dann geht es gerade weiter, aber wir haben jetzt schon mal die Strecke gesehen, wie es aussieht. Und dann würde ich mal sagen, fetzen wir eine schnelle Runde, versuchen mal eine schnelle Runde zu fahren. Und dann schauen wir mal, wie wir uns da positionieren können und auch mal schauen, wie gut das KI überhaupt ist auf dieser Strecke. Das weiss ich eben nicht. Mal gucken. Wow, lenken tut er nur so gut. So, also wir sind schon wieder zurück in diesem kleinen Menü hier. Ich bin jetzt sehr streng gefahren. Es ist eigentlich okay, es ist nichts Spezielles passiert. Also ich habe keine Runde Stand gebracht, sonst hättet ihr das ja gesehen. Wir gehen jetzt aber gerade ins Qualifying rein und es regnet. Perfekt. Grundsätzlich komme ich eben schon eigentlich gut klar mit der Strecke. Das einzige Problem, das ich habe, ist halt einfach, dass ich ein bisschen zu schnell unterwegs war und ich ein paar Mal drüber ausgeschossen bin, über die Kurven rein. Aber das sollte jetzt eigentlich nicht so ein Problem sein. Ich weiss jetzt, wo ich jemanden muss bremsen muss. Und ja, wir probieren es jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt eben gerade ins Qualifying rein. Wir fetzen jetzt hier gerade los. Ich hoffe, es regnet nicht allzu fest. Es sieht jetzt zwar nicht aus, als würde es regnen. Es sieht mir aus, als wäre es einfach nass. Ich glaube, das ist ja so. Alter, die Spiegelung im Boden unten. Holy shit. Und das ist schon mal gut, weil dann kann es sein, dass vielleicht die Strecke noch ein bisschen abtrocknet. Und dass sie dann ein bisschen fahrbarer wird sein. Ich weiß gar nicht, wenn wir das letzte Rennen im Regen hatten. Wow. Ich glaube, das war Australien noch. Oder nein, Österreich haben wir ja auch noch Regen gehabt. Aber im Regen ist eben die KI mega schnell. Ich weiß nicht, wie die können so schnell fahren. Okay, man muss viel früher abbremsen alles. Uiuiui, okay, da muss ich viel früher bremsen. Nein! Okay, da hat es mich jetzt einfach mal abgehoben. Und mein Frontflügel denkt so, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ja, perfekt. Gut, dann holen wir schon eine neue Nase und dann versuchen wir es nachher gerade nochmal. So, also versuchen wir mal da unser Glück. Es ist
echt schwierig zum Fahren. Mega rutschig. Und ich weiß eben nicht, wie schnell das KI fährt hier. Weil ich das Gefühl, sie fahren schon wesentlich schneller. Boah, 1,5 Sekunden Rückstand. Eben, die fahren viel schneller, hast du schon vermutet. Im Regen fahren die einfach so abnormal schnell. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh Mann. Ja, ich will mit mehr Speed durchfahren. Ey, ich bringe doch keine Runde her. Wow, okay, da bricht auch mein Heck komplett aus. Ich bin mit meiner Zeit P14. What the fuck? Mit meiner Zeit bin ich auf P14 gefahren. Hä? Wie geht das? Ich bin 27 Sekunden langsamer als der Ralf Schumacher und bin auf P14. What the fuck? Okay, ich glaube, besser kann ich wirklich nicht fahren, weil es ist echt tricky. Und ich würde mal sagen, wir gehen ins Rennen rein. Und hoffen auf ein trockenes Rennen, nicht auf Regen. Aber irgendwie spüre ich so, dass es regnen kann. Ich hoffe es einfach nicht. Und wir sehen es gerade. Wow! Da. Ja, also, das war jetzt extra. Hey, ich wollte nur schauen, ob es immer noch geht. Und es geht noch. So, also wir haben das Qualifying beendet. Ich habe jetzt aber selber nicht Glück auf einer Position, dass ich am Schluss gelandet bin. Wir sehen Schumacher auf der Pole, Coulthard, dann nachher Juan Pablo Montoya, Rubens Barrichello, Ralf Schumacher und Nick Heidfeld. Und ja, wir gehen jetzt einmal weiter ins Rennen und wir schauen jetzt auch noch mal kurz durch. Eben bis Nick Heidfeld haben wir da gehabt. Da haben wir den Mick Häkkinen, den Jacques Villeneuve, Oliver Panis, dann nachher den Jean Alesi, Giano Trulli, der Kimi Räikkönen, Eddie Irvine, Button, De La Rosa, Frentzen, Young, Fisichella, wir sind die Letzten, Bernoldi, Enge, Verstappen und dann kommen wir als Letzte. Und es ist schön Wetter und es riecht schon förmlich nach einer Aufholjagd. Jetzt bin ich gerade richtig gehypt. Let's go! Ja, wenn wir jetzt hier in die Punkte kommen, wir müssen einfach, mein Ziel ist eigentlich nur in diesem Let's Play, dass wir einige Punkte fahren können. Und wir sind immer recht close gewesen, ich habe es immer vergamet dann. Aber mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Nürburgring könnte vielleicht Punkte geben. Ein bisschen verspätet gestartet. Aber wir wissen ja, KI ist sehr langsam. Oh mein Gott, bin ich schnell. So, aufpassen auf Curbs. Wow. Oh, da bin ich berührt worden, aber die zwei Jaguar haben sich gegenseitig abgeschossen und ich bin einfach das Opfer geworden noch. Oh je. Ja, ich kann euch schnell nachher eine Wiederholung einblenden, glaube ich. Ich muss nur schnell kurz auf eine Gerade fahren, dass ich Pause drücken kann. So, ich kann das schnell kurz einblenden. So, also da sehen wir es jetzt, der ist weit draußen und drückt sein Teammate einfach mal weg und ich bin dann nachher einfach noch nebendran gewesen. Wir tun mal kurz ein bisschen zurückspulen. Wo haben wir denn da? Da haben wir jetzt den Irvine. Der ist auch ein bisschen Opfer geworden und der ist in mich reingeflogen. Ich bin jetzt draußen, zack, und der schöpft mich rein. Und ja, so habe ich natürlich einen Touch abbekommen. Aber das Auto ist zum Glück noch in Ordnung. Und dann müssen wir jetzt aufholen. Ja, kurioser Start schon mal. Mal schauen, wie gut das wir aufholen können.
Und vielleicht gibt es ja noch ein paar Ausfälle. Aber wir sind bis jetzt eigentlich wirklich noch vom Motorproblem und alles drum und dran verschont worden. Es gibt ja Motorschaden und Achsbrüche und alles drum und dran. Und wir sind da echt noch verschont worden, aber wir sind echt schnell im Trocknen. Wir sind bei unserem Teamkollegen, der fährt doch ein bisschen Schlangenlinie, will verteidigen. Wird jetzt aber wahrscheinlich von uns gerade geschnupft werden, nehme ich mal an. Ja, das sollte ja noch... Oh, nein, das war immer noch nicht mehr gewesen, aber là. Ui. Da hätte ja alles auch können gehen. Später bremsen, früher aufs Gas. Dann haben wir den nächsten. Nein, off! Oh mein Gott, okay. Das ist jetzt gerade noch so gut gegangen. Eben, ich habe es schon gesagt, die Curbs, die sollte man einfach meiden in diesem Spiel. Die sind schlimmer als in F1 2021. Vor allem die, die so gewölbt sind. So richtige Bückel drüber haben. Es gibt ja welche, die auch andersrum gewölbt sind. Ja, der Junge da schon am Decken wieder drin. Wir laden die wieder auf das Startziel. Boah, früh aufs Gas können. Saubere Sache. Oh, ein bisschen verbremst. Aber gerade noch gut gegangen. Ich glaube, die KI ist nicht so wahnsinnig stark aus den Kurven raus. Mit aus den Kurven raus bin ich immer viel schneller. Nein! Ah, Mann, beim Anbremsen weggedreht. Ach, Menno! Das ist so schwierig. Ja, aber ein bisschen zu früh abgeschaltet. Wenn du zu früh abschaltest, blockieren deine Hinterräder und dann nachher machst du oft einen Dreier. Du musst aber mehr bremsen als mit dem Gang abschalten irgendwie. Also es ist irgendwie recht speziell zum Fahren, habe ich so das Gefühl. So, wieder hinter dem Young. Von dem ziehen wir jetzt auch vorbei. Mal über den Curb rein. Wow. Da ist ein Jaguar mittlerweile. Schnelles Auto scheint es, der Jaguar. He? Oh! Das hätte die voll ins Auge gehen können auch. Ja, der Jaguar hat ein rechtes Tempo drauf. Oh. Oh! Alter! Ah! Ich kann weiterfahren, oder? Ich kann einfach weiterfahren. All the time! You have to leave the space! All the time! Alter! Oh Mann! Wem sein Fehler ist das gewesen? Ist schwierig zu sagen. Das war einfach Wheel to Wheel und er hat nicht zurückgesteckt, ich habe nicht zurückgesteckt. Ja, schlussendlich wahrscheinlich einfach ein Racing-Incident. Ah, enge auch draussen. Ah, perfekt. Oh Mann, wieder ein DNF. Ich habe wirklich gedacht, jetzt in Nürburgring da könnte ich vielleicht etwas reissen. Ja, schade war's. Wieder mal eine mehr in DNF geholt. Ich kann es nicht sagen. Also, ja, es wird wahrscheinlich schon. Ja, der Irvine hat aber einen Damage geholt, er ist in die Box gegangen. Aber ich würde schon sagen, Racing Incident. Also, beide haben nicht zurückgezogen. Ja.
Ich glaube, er wäre auch immer noch ein bisschen vor mir gewesen. Also rein theoretisch streng, da wäre wahrscheinlich die Kurve für ihn gewesen. Schwierig zu sagen. Naja, okay, wir tun mal das Rennen simulieren noch. Zeitraffer. Und wir sehen, der Michael Schumacher hat gewonnen vor dem David Coulthard und da ist der Ralf Schumacher noch auf P3. Barrichello, Heidfeld, Montoya, Villeneuve und Trulli. Und wenn wir jetzt mal weitergehen in die Meisterschaft rein, ja, der Schumacher der ist auf und davon. Ralf Schumacher jetzt mittlerweile auf P2, Rubens Barrichello auf P3. Also da hat es einen Wechsel gegeben. Also Ralf Schumacher sehr, sehr stark. Wir gehen noch schnell in die Konstrukteurmeisterschaft rein. Und da sehen wir jetzt auch Sauber hat jetzt noch einen Punkt geholt, oder 2 sogar, die sind jetzt auch noch drin. Und Ferrari ist ja, die haben da schon alles gerissen. Gut, also, dann würde ich mal sagen, was es mit dieser Folge von Grand Prix 4. Das nächste ist in Manicourt in Frankreich. Eine sehr, sehr geile Strecke, das war noch vor Paul Ricard. Ich finde die viel besser, ganz ehrlich, als Paul Ricard. Ich hoffe, dass sie dort mal wieder fahren. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen. Und ja, schon sehen wir uns dann nachher, wie gesagt, in Manicourt wieder. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.